Habe die Ehre. Servus. In der heutigen Honeymoon-Special-Folge fliegen wir nach Laos. Ich wäre ja lieber nach Frankreich geflogen. Laos war doch von den Franzosen besetzt. Es ist für jeden von uns was dabei. Die Hauptreligion ist der Buddhismus und politisch gesehen ist es ein Einparteienstaat. Auch nicht schlecht. Da sparen sie sich dann wenigstens die ständigen Koalitionswickel, so wie bei uns. Laos war ja früher lange Zeit ein Königreich. Ja, und da steht er jetzt, der König Anowang. Und dann haben sie noch die Franzosen am Knack gehabt. Aber wie die dann angepasst sind, haben die Laoten den Triumphbogen so als Hohn noch viel schöner nachgebaut. Also da muss ich da ausnahmsweise einmal recht geben, der Pas-de-Calais ist wirklich sehr schön. Da haben wir ihn, den Patatluang. Na, was soll man da noch sagen? Geht, wohin man schaut. Also das ist sicher der wichtigste und bedeutendste Tempel in ganz Laos. Der Tempel der heiligen königlichen Reliquie. Es ist wurscht, ob alt oder jung. Die Laoten sind fast alle religiös und gehen in den Tempel beten. Bragau war sicher auch toll gewesen, wenn sie uns eingelassen hätten. Haben sie aber nicht, wegen Renovierungsarbeiten. Schön Arsch. Sag einmal, wie redst du? Das heißt, das Glück war uns nicht gewogen. Sag ja, schön Arsch. Oder vier dann der Wat-Sisa-Cat. Also ein Traum, der Tempel. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir den fast für uns allein nicht gehabt haben. Unglaublich. Aber so war's. Und dann hat es dann Schiebe von anderen Tempeln gegeben, die wir uns auch fast alle angeschaut haben. Also mir ist da wirklich nichts der Sport geblieben. Ein bisschen Kultur schaut aber nicht. Grad dir nicht.
schnellsten kommt man ja mit dem Tuk-Tuk durch die Stadt. Aber ob das auch die sicherste Methode ist? Ja, der Nachtmarkt. Gibt schon viele schöne Sachen dort zum Kaufen. Aber viel klumpert halt auch. Aber ist ja wurscht. Schauen kostet ja nichts. Und zum Schauen gibt's dort urviel. Ja, wenn man einen lassen tät. Du hast ja immer gesagt, geh weiter herst. Also geh bitte, das ist doch ein Blödsinn. Geh weiter herst. Und zum Schluss geben wir uns noch ein kleines optisches Highlight, den schönsten Springbrunnen von ganz Laos. Und jetzt sind wir in Luang Prabang. Am besten fliegt man dorthin, weil diese grünen Berg von oben zu beobachten, das ist einfach pyramidal. Die Stadt, die liegt ja zwischen zwei Flüssen. Auf der einen Seite haben wir den Nam Khan, wo viele Fischer ihr Glück versuchen. Und vis-à-vis rinnt der Mekong Richtung Thailand runter. Und am Mekong sind dann die größeren Schiffernackeln daheim. Luang Prabang war ja früher die Hauptstadt von Laos. Jetzt ist es aber nur mehr der Hauptgrund für unzählige Touristen, das Land zu besuchen. Ist aber kein Wunder bei so vielen schönen Kaffeehäusern und so wunderschöne Märkte in der Stadt. Na typisch. Eine Frau kann nichts kaufen, ohne dass er sie im Spiegel bewundert. Na sicher, man muss ja schauen, ob es ein Hingucker ist. Ich habe ja auch nicht die Leiberl und Hosen ausprobiert und gleich noch einen Spiegel geschrien. Wäre aber gescheiter gewesen, wie man jetzt sieht. Ja, also das Erzähltheater von Luang Prabang, das kann man sich schon mal anschauen. Da erfährt man dann so einiges über die alten Sagen und Legenden von der Stadt. Auch wenn man sich manchmal vorkommt, als war man in so einer Selbsthilfegruppe für anonyme Alkoholiker. Sabadi everyone. Sabadi. Wir warten jetzt auf unseren Bus, der uns zum Wasserfall bringt. Und nach dem Wasserfall werden wir dann mit den Elefanten reiten. Alles wunderbar und jeder würde sich wahnsinnig darauf freuen, nur ich fürchte mich ein bisschen, weil wir werden dann vielleicht mit den Elefanten auch baden gehen und wer weiß, was da in dem Wasser drinnen ist. Und überhaupt.
Wasserfall im Dschungel hat sich für mich ja nicht wirklich prickelnd angehört. Weil Dschungel bedeutet ja Schlangengefahr. Aber wenn man diesen Wasserfall sieht, denkt man nur noch, so muss das Paradies ausschauen. Hoppala. Bei dem Anblick weiß man, warum man geheiratet hat. Also seit ich gesehen habe, wie sich da die Bauern ablagen, kaufe ich nur mehr Fairtrade-Reis. Ich weiß wenn man nur mehr Fairtrade-Produkte kauft, braucht man ja einen Geldscheißer. Aber der Reis schmeckt wirklich viel besser und fürs Gewissen ist auch nicht schlecht. Sabadi. Na, lustig ist so ein Ritt auf dem Elefanten, oder? Also nur zur Sicherheit, damit es zu keine Verwechslungen kommt. Das dicke Weiße im Büdel bin ich und das dicke Graue unter mir, das ist der Elefant. Das hätten wir auch am Rüssel bemerkt. Du hast zwar große Nasen, aber so groß ist es auch wieder nicht. Naja, wie die Nase eines Mannes, so ist auch sein Johannes. Hättest wohl gern. Träum weiter.